unser treues Schlachtross, Copula Felix, zum erblichen Großvezier und verkünden, dass wir am heutigen Tage unsere frühere Gemahlin verstoßen und unsere königliche Huld der Prinzessin Selene zugewendet haben, dem Glanze der Nacht. Ihr seid eine Zierde für unser Land, Sir. Das seid ihr, jawohl. Er ist ein Mann, wie Irland eine Frau. Meine geliebten Untertanen, eine neue Ära dämmert herauf. Wahrlich, ich, Blum, sage euch, dass sie schon jetzt nahe herbeigekommen ist. Ja, auf das Wort eines Blum, bald schon werdet ihr einziehen in die goldene Stadt, welche ist das neue Blumenmuseum, in der Nova Hibernia der Zukunft. Glaub bloß kein Wort von dem, was er sagt. Dieser Mann ist Leopold Mackintosh, der berüchtigte Brandstifter. Sein wirklicher Name ist Higgins. Schießt ihn nieder, diesen Hund von einem Christen. Der Gerichtshof des Gewissens ist hiermit eröffnet. Seine allerkatholischste Majestät wird nunmehr freilich recht sprechen. Kostenlose ärztliche und rechtliche Beratung, Lösung von Kreuzworträtseln und anderen Problemen. Alle herzlich eingeladen. Gegeben zu Dublin, unserer treuen Stadt, im Jahre 1 der paradiesischen Ära. Was soll ich mit meinem Steuer mit Abgaben tun? Bezahle sie, mein Freund. Vielen Dank. Ich erstrebe die Reform der städtischen Moral und der einfachen 10 Gebote. Neue Welten für alle, Vereinigung aller, Juden, Moslems, Heiden. 3 Morgen Land und eine Kuh für alle Kinder der Natur. Motorisierte Salonleichenwagen. Arbeit für jedermann. Sämtliche Parks bei Tag und Nacht fürs Publikum geöffnet. Elektrische Geschirrspüler. Tuberkulose, Irrsinn, Krieg und Bettelei haben ab sofort aufzuhören. Generalamnestie, Prämien für alle. Esperanto als weltumfassende Bruderschaft. Kein Patriotismus mehr von Baal, Nassauern und wassersüchtigen Betrügern. Freies Geld, Freiliebe und eine freie Laienkirche in einem freien Laienstaat. Freier Fuchs im freien Hühnerstall. Oh. Gemischte Rassen und gemischte Ehen. Er ist ein Anhänger der Episkopate, ein Agnostiker, irgendwassiger, der danach trachtet, unseren heiligen Glauben umzustürzen. Ich habe mich in Ihnen getäuscht, Sie schlechter Mensch. Du Bestie, du abscheuliche Person, Operetten-Irländer. Plagiator, Vitamin Blüm. Ich bin Blumistin und das ist mein Stolz. Ich glaube an ihn trotz allem. Ich will mein Leben hingeben für ihn, den witzigsten Mann auf Erden. Ich wette, sie ist ein munterer kleiner Racker. Mit Christen und Antiblumisten. Der Mann, der sich Blum nennt, kommt aus der tiefsten Hölle und ist eine Schande für jeden Christenmenschen. Ein teuflischer Wüstling von Kindesbeinen an hat dieser stinkende Bock von Mendes Frühreifezeichen infantiler Ausschweifung gezeigt. Dieser abgefeindte Heuchler, der Scheiterhaufen und der Kessel mit siedendem Öl sind ihm bestimmt. Kannibal! Lynch ihn! Raste ihn! Beim Himmel! Ich bin unschuldig wie unbesonnter Schnee! Es war mein Bruder Henry, mein Doppelgänger. Verleumdung. Ich ersuche meinen alten Freund Dr. Mulligan, Spezialist für Sexualfragen, ein medizinisches Gutachten über mich abzugeben. Dr. Blum ist bisexuell anormal. Unehelich geboren, zeigt er Symptome erblicher Epilepsie als Folge ungezügelter Wollust. Er ist vorzeitig kahl geworden aufgrund von Selbstbefleckung, folgedessen pervers, idealistisch, ein moralisch gebesserter Wüstling und hat Mithalts. Ich glaube, dass mehr gegen ihn gesündigt wird, als er selber sündigt. Und so kann ich konstatieren, dass er irre intakt ist. Im Interesse kommender Geschlechter schlage ich vor, die befallenen Teile im Nationalmuseum für Theratologie in Weingeist aufzubewahren. Professor Blum ist ein vollendetes Exemplar des neuen weiblichen Mannes. Seine moralische Natur ist einfach und liebenswert. Viele haben ihn als lieben Menschen, als eine teure Persönlichkeit erfunden.
Im Ganzen gesehen ist er ein ziemlich sonderbarer Kauz. Leicht blöde, wenn auch nicht schwachsinnig im medizinischen Sinn. Er ist praktisch vollkommen abstinent. Und ich kann versichern, dass er auf einer Strohmatte schläft und sich höchst spartanisch nur von kalten, getrockneten Kolonialerbsen ernährt. Er trägt winters wie sommers nur ein ährenes Hemd und geißelt sich jeden Sonnabend. Ich bitte um Milde, im Namen des heiligsten Wortes, das unsere Sprechwerkzeuge je zu bilden berufen waren. Er sieht in Kürze seiner Niederkunft entgegen. Ach, ich möchte ja zu gerne Mutter werden. Umarmen Sie mich fest, Liebste. Bald werden Sie es überstanden haben. Fest, Liebste. Blum bringt 8 männliche gelb-weiße Kinder zur Welt. Alle sind hübsch, mit wertvollen Edelmetallgesichtern, wohlgestaltet, anständig gekleidet und wohlerzogen, sprechen fließend 5 moderne Sprachen und sind an verschiedenen Künsten und Wissenschaften interessiert. Nasendoro, Goldfinger, Chrysostomos, Mendobé, Silbersmile, Silber selber, Fifargent, Panambios. Sie werden zugleich zu hohen öffentlichen Vertrauensämtern in mehreren verschiedenen Ländern berufen, als Bankdirektoren, Eisenbahndirektoren, Vorsitzende von Gesellschaften in beschränkter Haftung, Vizepräsidentin von Hotels und Karten. Down songs and stories, heroes of renown, that once was Dublin City in the railroad time. Fingering a rosy as the light declines, I remember Dublin City in the railroad. Lassen Sie mich aufbrechen, verehrte Frau des Hauses. Der Traum des Lebens ist vorüber. Endigen wir friedlich. Die anderen können aufstellen. Ich bin ruiniert. Ein paar Geliebtheitstillen, Jalousien runter. Ein Brief noch. Ein Hinlegen zur Ruhe. Mehr nicht. Ich habe ein Leben. Leben. Lebe wohl. Bis zum nächsten Mal. Du bist so, dass man den Weg über das Erste verstanden hat. So bist du denn bei deinem Schatz zu schnell gekommen? Ich kann deine Gedanken geben. Oh Mann, ich hasse das verkommene Schwätzer, die du noch nicht bist. Ich habe verdammt nur noch eine Chance, ne? Sehr schön. Ich kenne eine, die sehr eifersüchtig wäre, wenn sie es nicht wüsste. Du weißt doch, wie schwierig das ist. Das muss ich aber nicht extra erklären. Dass das Auge nicht sieht, kann das Herz nicht hören. Na komm! Schweigen wir doch zu stimmen. Er zögert. Inmitten von Duft, Musik, Versuchungen. Sie führt ihn zu den Stufen, zieht ihn mit dem Geruch ihrer Achselhöhlen, mit der Verderbtheit ihrer angemalten Augen, mit dem Rascheln ihres Unterkleides, in dessen wallenden Falten der Löwenruch all der männlichen Tiere hängt, die sie besessen haben. Die männlichen Tiere, in ihren Käfigen tobend, schwach, brüllend, die betäubten Köpfe hin und her werfend. Gut. Wir sind ganz bei Trost. Dann bleiben Sie. Gehen nicht mal zusammen.
Tatsächlich ist es völlig ohne Belang, ob Benedetto Marcello es nun gefunden hat oder gemacht. Der Ritus ist des Dichters Ruhe. Es könnte durchaus ein alter Hymnus an Demeter sein, könnte aber auch das Coela inarant gloriam Domini illustrieren. Es lässt Noni und Moni zu, die so weit auseinander liegen wie hyperphrygisch und mixolydisch. Und Texte so divergent voneinander wie Priestergehops und David, das heißt Circes, beziehungsweise was rede ich denn da? Um Ceres Altar und Davids lockeren Tipp für seine Oberfagottisten wegen seiner Allmächtigkeit. Mais nom de l'homme. Das ist ein anderes Parose. Jetez la gourde, faut que jeunesse se passe. Auf welcher Seite sitzt bei dir der Verstand des Höcker? Er ist, weil er ist. Weiberlogik. Judengrieche ist Griechenjude, Gegensätze ziehen sich an, Tod ist die höchste Form von Leben. Du erinnerst dich ja ganz hübsch genau meiner sämtlichen Fehler, Irrtümer und Prahlereien. Wie lange soll ich meine Augen noch vor dieser Untreue verschließen, Wetzstein? Hier ist noch was für dich. Die Ursache ist die, dass Grundton und Dominante durch das größtmögliche Intervall getrennt sind, das. Na, red ruhig weiter, du kannst es nicht. Intervall getrennt sind, das die größtmögliche Ellipse darstellt, die noch vereinbar ist mit der letzten Wiederkehr, der Oktave, die, was dagegen bis ans Ende der Welt sich nicht selbst zu durchqueren. Gott, die Sonne, Shakespeare, ein Handlungsreif. Hat sich's am Ende einmal selbst durchquert, so wird's dieses Selbst. Jetzt warte noch mal eine Sekunde. Warte doch mal. Verdammt, was der Kerl da für ein Kram macht auf den Gassen. Dieses Selbst, das zu werden, es selber unausweichlich vorbedingt war. Echo. Der Kerl hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Gott schütze deinen Verstand, Steven. Der was mehr als du jetzt vergessen hast. Das heißt ja, diesen Sommer soll die Welt untergehen. Ach nee, großer ungerechter Gott. Ja, stand doch in der Zeitung. Irgendwas mit dem Antichrist. Glückliche Ankunft des Antichrist. Eine Zeit, 2 Zeiten, eine halbe Zeit. Was? Na, das Ende der Welt. So, jetzt will ich die Lok mal anheizen und ab geht's. Los, Jungs, alles einsteigen. 12:25 Uhr nach Gottes Vater. Sagt Mutter, ihr seid mitgefahren. Schließt euch gleich jetzt hier an. Nehmt euch eine Fahrkarte